Es ist uns gelungen als ADR, für die Forschungsproblematik zum Wahlthema an dieser Wahlkampagne zu machen. An all die anderen Parteien, ob sie wollen oder nicht, sie gezwungen gehen, durch uns Initiativen auch haut über das kompliziert als schwierige Problematik mit zu diskutieren. Ein weiterer Punkt, den wir als ADR gesagt und dann zu einem Wahlthema gemäht haben, das ist der Lützeburger Spruch. Keine andere Partei wie die ADR hat über all die Jahre systematisch und kompromisslos sich für den Lützeburger Spruch angesagt. Für Wahlen, praktisch pro Wochen für die Wahlen, sie haben alle anderen Parteien auch für den Lützeburger Spruch. Sie überschlagen sich quasi für die Leute so, was sie sich ansetzen für den Lützeburger Spruch. Aber Wirklichkeit, also nicht mehr an den Männer, für Angst für Wähler, gibt der Lützeburger Spruch, da die Erstimmen, und sie geben dabei schlechte Wäsche kommen. Ich kann jetzt so liefern, ein Kopie ist nie so gut wie das Original. Und das Original ist der ADR. Egal, was sie sagen, ich kann jetzt nicht mit etwas sagen, traute nicht. Traute nicht, weil spätestens den 14. Oktober, mittags um 2 Uhr, haben sie da unten alles vergessen und da geht es 4 Uhr wieder an den letzten 5 Jahren der Fall war. Ein weiterer Punkt, wo wir als ADR einen Akzent an dieser Wahlkampagne gesagt haben, ist die Familienpolitik. Das Regierung hat eine langs ideologische Familienpolitik gemacht. Eine Familie, die gerne Unterstützung vom Staat hat, die muss schaffen gehen. Die hat kein Schwach. Auch wenn der Staatsminister bitte immer sagt, man Leute tun da immer nach dem Schwach, für schaffen zu gehen oder daheim zu bleiben. Nein, sie haben den Schwach, etwas zu kriegen oder nichts zu kriegen. Aber was für eine Familie, junge Familie, die ich gerne etwas nicht, kann haut darauf verzichten, nichts zu kriegen. Sie haben kein Schwach, sie haben just Schwach, etwas zu kriegen oder nichts zu kriegen. Mit dem ADR Familiengeld kriegt alle Familien hier im Land den Schwach. Wir haben also fertig gebracht, als ADR die 3 Hauptwahlthemen: die Wachstumsproblematik, Lützeburger Spruch und Familienpolitik zu den Hauptthemen von dieser Wahlkampagne zu machen. Das ist eisenschwach, und wir müssen den Leuten sagen, dass es da die ADR die Akzente gesagt hat und dass die anderen alle gewinnen auf den Zug sprangen, für uns zu kopieren. Wir auch daneben haben wir andere wichtige Themen an dieser Wahlkampagne abgegriffen, das Spot nicht gewesen. Sie wird an der Schule, sie wird an der Asylpolitik, wo wir klare Position als ADR haben. Dürfen als ADR für viele Leute am Land zu der einzigen Alternative gegenüber von den anderen Parteien gehen. Und manchmal, sie hätten Angst vor uns, weil man was für eine Hektik, dass sie auf uns losschießen oder an Tableranten. Sobald von uns Leuten schwätzt, geht von den anderen unterbracht. Wenn ihr guckt, dass wir die erste Woche von der Wahlkampagne, was da mit dem Händel, wo man einen Fehler gemacht und den auf der Kopf war, was da in Tamtam am Land war. 7 von 4.000 Affischen waren falsch abgehangen gehen. Gott sei Dank war als die Fehler in der Lauf-Kannibal auszuholen, weil wir wart für so an der ersten Wahlkampagnewoche heute zu Lützeburg geschwärzt gehen. Wir müssen den Kolleginnen und Kollegen von der Pressball merci sagen, dass sie da so an den Vordergrund gesagt haben. Ein besserer Püpp hätte man nicht gemäht können. Und ich kann ja sagen, es sind Hunderte von Leuten, wie verreckt durchs Land gefahren. Und so nur den Händlergesicht, die auf der Kopf waren. Und wir haben es aber schon mit, sie verpasst, sie haben sie nicht gefunden. Und wir wollen uns dürfen bei den Leuten auch entschuldigen, dass wir so sehr reagiert hatten und dass für nächstes Land nur den Plakaten sicher gegangen sind. Alles das, die Damen und Herren, die Freunde, wird gemäht
für von den Schandtaten von der Gambia aufzulenken. Kein von ihnen mehr schwätzt, dass sie direkt, wenn sie angetreten sind, TVA errichten. Ob schon da die sozial unpolitisch Steuer aus, die es gibt, wie die drei Parteien an ihrem Wahlprogramm stehen hatten. Aber wenn sie gesagt haben, nehmen an allerletzter Instanz gibt TVA geheischt, und wer das echt, was sie gemäht haben, sie haben TVA geheischt. All da erleben wir eine Pressekonferenz von einem Minister. Das war in der Vergangenheit auch noch nicht. Dat in 3 Wochen, 4 Wochen, dan dat we door naar 4 gaan, al daar een minister een presseconferentie möchte, Bilanz zieht über dat, wat gelezen wordt, en het werd als je het van iedereen ziet en het een formidabel gelezen. Zo is zelfsloos wie dus ministeren maken, al daar een anderen. Of wie dan ze 3... Auf wie dann sollen wir 2, 3 Ressorts machen, können sie 2, 3 Pressekonferenzen machen. Weil sie wären an allen Ministerien, wären sie fantastisch. Wir hatten noch nie Ministerin, die sich selber so ein gutes Zertifikat ausgestaltet haben, wie Gambia das fertig bringt. Und dann machen sie als Minister Informationskampagnen durch Land, Gesundheitsminister, den Innenminister, der Polizeiminister, und da lebt über RTL Puppen, für das die Leute auf die Versammlungen kommen, selbstverständlich bezahlen Steuerzahler die Puppen, aber was die Informationsversammlung muss nicht ähnlich das wie Wahlversammlung. Auch das ist nicht korrekt. Eine Regierung wird sich an der Wahlkampagne zurückzuhalten und nicht einen Missbrauch zu machen von ihren Funktionen für die Wahlen. Und da kommen wir einmal zu Sachen wie Nicola Schmidt, den es nicht sollen wissen, den ist schon 5 Jahre Arbeitsminister, eine sozialistische Partei als 10 Jahre an der Regierung. Er sagt, Heiler muss der Mindestlohn muss unbedingt 100 € geheischt gehen. Die Damen und Herren, wir kriegen DAX Populismus vorgeworfen. Mir ist immer gedacht, ist das nicht vielleicht Populismus? Wenn du 10 Jahre an einer Regierung bist, du bist 5 Jahre Minister, und da paar Monate für die Wahlen kannst du, also ich war 10 Jahre an der Regierung, ich war 5 Jahre Minister, wir haben den Mindestlohn nicht gehabt, wir wollen doch als Lohn nach einkehren wird. Dann heißen wir ihn. Ist das nicht puren Populismus? Oder uns Geringfreund. Wir hatten noch nie so einen Betonminister, wie wir das bei den Geringen hatten. Denn Robert Goebbels hat die Zeit von den Geringen hatten so einen Preis ausgeschrieben, der Goldene Bagger. Du hast all Jahres den Goldene Bagger gekriegt, den am meisten zubetoniert kriegt. Und sie und damals haben sie dem Robert Goebbels, das war so ein kleiner Bagger. Mir haut die Damen und Herren, wenn die selben Leute nach den Goldene Bagger machen, da geben wir mit dem kleinen Grün. Da müsst ihr bei der Kneipe fahren, an den dicksten Bagger holen, den holt, an den für den Bautenminister machen. Weil noch nie hat ein Minister fertig gebracht, so viel zu betonieren, an Bein zu rappen, wie die Gering das gefährdet wird. Aber lo, 6 Monate für die Wahlen, lo haben sie Dämmwälder entdeckt. Lo darf keine Joghurtfabrik mehr gemäht gehen, Google hat Probleme, erlebt mehr. Am 14. Oktober kriegen sie allen 2 Autorisation, ob die Gering an der Regierung sind oder nicht. Das ist just eine Augenwischerei, die lo für die Wahlen gemäht. Oder als blaue Staatsminister, der immer so ein Fließband schwätzt. Passt mal auf. Und dann an einem Satz 5, 6 politische Themen, aber seht zu keiner Mappe. Es gibt mehr um die Schulmannschaft, die Finanzen an der Reihe, die Logementspreise sind an der Reihe, zu den Satz schwätzte. Aber wenn ihr das mal genau guckt, Finanzen, haben wir die Finanzen an der Reihe. Die letzte Regierung hat an der letzten Legislaturperiode ein Defizit am Budget von 480 Millionen. Das Regierung kriegt das Jahr war ein Budgetdefizit vorgesehen für bald 1 Milliarde. Als ihr lo Preisen, das müssen sie alle aus dem Frühjahr machen, am Kader von dem nicht Plan sektoriell, von Stabilitätspakt, den sie müssen noch Preise checken,
schreiben sie ja, wir machen das Jahr zu Lützeburg 580 Millionen Defizit. Also wir haben das nur zum Schluss nach 100 Millionen mehr Defizit, wie wir ihn so gefangen haben, trotz TVA-Heizung, trotz Spurpark, trotz Gekochtwurstum, heute zu Lützburg. Und das nennt Xavier Büttel, wir haben Finanzen an den Griff gehen. Da geht gesagt, der Schomage geht drauf. Ja, der Schomage ist auf ganz 2500, 3000 Stück. Mit muss ich wissen, dass an dieser Legislaturperiode 60.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschafft sind. 60.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Und da geht der Schomage knapp 3.000 drauf. Das hat aber auch noch gefehlt, wenn er bei 60.000 neuen zusätzlichen Arbeitsplätze an die Lut gegangen wäre. Das ist bestimmt keine Leistung, wenn man bei 60.000 neuen Arbeitsplätzen die Schulmaschen nämlich just 3.000 neu zurückkriegen, da muss man sich vorstellen, da muss man nach 400.000 Arbeitsplätzen zusätzlich schaffen, für nach die anderen für 22.000 hier im Land aufgeschafft zu kriegen. Die DP an Allhaus Blatt wird gesucht gemacht. Da steht zum Beispiel auch dran, sie hätten Wohnungspreise an den Griff gekriegt. Ich weiß nicht, wo das Xavier Büttel lebt. Das sind natürlich viel am Ausland. Versteht ihr das? Aber es gibt aber Quellen zu Lützeburg, wo ihn das gewogen wird. Brauche ich nicht mehr beim Stadttext zu fragen. Da gesagt ihnen, dass an dieser Legislaturperiode Logementspreise so hoch geklommen sind, wie noch nie zuvor. Zwischen 30 auf 35%, je nachdem, Loyer kann sogar bis bei 40% gehen, sind die an einer Legislaturperiode. Noch nie so viel wie an dieser Legislaturperiode sind Logementspreise und Lokationspreise geklommen. Das Xavier Büttel sieht, sie hätten das alles am Griff. Dafür freue ich mich, wie ich noch gesehen habe, dass der französische Präsident hier in Lützeburg invitiert. Das hat natürlich nichts mit den Wahlen zu tun. Sollte auch keiner sich falsche Vorstellungen machen. Aber wenn ich gucke, was der an Frankreich möchte, Liberalpolitik, dann denke ich mir, man hat den Xavier Büttel und den Macron, die zwei passen am Anfang gut zusammen. Zumindest was die Politik anbelangt. Sie treten gut ab, sie schwätzen die Leute schön an der Krone und sie hätten gern von den einfachen, von den mittelständischen Leuten hier Stimmen, aber nicht für Politik für die zu machen, sondern für Politik für die super reich zu machen. Und da müssen die Leute aufpassen, dass sie nicht auf die Maus herabfallen. Nicht die Chefwirte determinieren ihre Politik, die sie machen. Die als für Stimmen zu kriegen, mit Politik, die geht für in anderen Gemeinden. Mir war aber noch viel mehr schlimm als für mich. Das ist eine Entwicklung, die wir haben, die mit der Meinungsfreiheit hier im Land zu tun hat. Es hat den immer mehr Leute, und das beunruhigt den, die sagen, es fertig ist, seine Meinung zu sagen. Ich gebe ja gerne eine Person mich fertig. Entweder komme ich für ein Gericht, oder ich gehe direkt in eine Gestalt als ein Extremist, oder ein Populist, oder Gott weiß was, oder ein ganz Quatsch, von Wörtern, die da gebraucht gehen. Und da hat doch ganz Tag gesagt, Leute schon mal, irgendeine Person sich schon entschuldigen, für das Fatten zu sagen. Das Referendum war ein gutes Beispiel. An den Impfungen wären 50-50. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass ein Spezialist von der TLS Inres, der bei den Ringen oben als Kandidat auftritt, dass dem den Charge vor Leute zu manipulieren, dann wird er das gut gemäht, das Resultat war zwar schlecht, oder er kennt nichts von seiner Sache. Dann hat er zu müssen zurückgehen, die für die Impfrohen kriegt. Ich meine aber, dass sie geduld tun, Leute zu manipulieren, und die Leute so, wenn sie missstimmen. Mir Gott sei Dank, als der Lützburger Mensch mit klarem Menschenverstand, die lässt sich nicht von den TLS Inneres manipulieren, und auch nicht für ein paar Leute, die mengen, sie müssten in den Bürger sagen, wen sie müssten wählen. 80% von den Lützburger haben für 3 Jahre beim Referendum nicht gesagt. Und das ist die Meinung
vom Lützeburger Volk. Und nicht von einer kleinen Lobby, die meint, sie müssen den 80% vorschreiben, was sie dürfen hier im Land sagen, und wen sie müssen stimmen. Aber noch heißt so nicht, trauten nicht. Trauten nicht, wenn sie die Idee für das Wahlrecht anzufeiern, nach immer nicht abgehen und sie versuchen, nicht über Hanadieren zu machen, just ein stark ADR als Garant dafür, dass wir das Referendum hier im Land, den Lützeburger dezidiert tun, dass den respektiert geht. Meinungsfreiheit. Zur Meinungsfreiheit gehört aber auch, dass alle Menschen, aber auch alle Parteien hier Meinung haben. Auch wenn sie unbequem ist, muss sie können akzeptieren und nachlauschen. An all die, die ihr durch Land rennen, als Plakate Futti machen, sie umgeheilen, sogar komplett Plakaten der Großen sind, materiert, weil die ein Fass müssen daheim machen. Ich weiß nicht, dass materiert alles als weggeholt gehen. Das sind wahrscheinlich die Leute, die die ganze Zeit von der Meinungsfreiheit, von der Demokratie hier am Land und an Deutschland rennen, so und streiten, dass mit Meinungsfreiheit kommen, dass mit Demokratie respektiert gehen. Und hier am Land sind sie nicht am Stand, Meinung von einer Partei, die eine andere Meinung hat, Gott sei Dank eine andere Meinung, wie sie hat, für die zu respektieren. Zurück zur Gambia. Wenn Gambia etwas auf 5 Jahre fertig wird, dann ist es, dass sie als Gesellschaft gesplickt wird. Sie hat eine linksideologische Familienpolitik. Leid hat kein Schwamm mehr. Sie kriegen alles vorgeschrieben, was sie nach dürfen, aber was sie nicht mehr dürfen. Familie hat kein Schwamm mehr. Es kann an die Eltern auch kein Schwamm mehr zu wählen zwischen Moral und Religionsunterricht. Es ist ein Hass gegen die katholische Kirche losgetragen. Alles das als Resultat von der Gambia. Eine Regierung als da für die Leute vom Land zu vereinen, nicht für sie zu splicken. Die Gambia wird das fertig gemacht. Wer versteht, liebe Freunde, dass ich auch pur die CSV muss verlieren. CSV hat einen Plan. Du hast zwar bis noch keine gesehen. Und ich hoffe, dass ihr Plan nicht das gestrichelt so auf ihre Plakate ist. Weil du geht ja geckig, wenn ihr drauf guckt. Und das allermeist, der Claude Fiesler hat einen Kompass. 2018 Jahre nach Christi Geburt hat CSV einen Kompass gefunden. An einer Zeit, wo dann all Auto ein Navi gibt. Wo all Kant mit seinem Handy, egal wohin geht, an Römken. Lo hat CSV endlich mal einen Kompass gefunden. Mit einem Kompass sieht den normalerweise den Norden. Wo hat CSV vielleicht den Norden schon verloren und dass du mit einem Kompass versucht, Röm zu finden. Wir brauchen keinen Kompass, liebe Freunde. Wir wissen, wo der Weg für Lützeburg muss hingehen. Der steht an unserem Wahlprogramm. Und uns alle gut zusammen. Also an den 3 Wochen, die uns verbleiben, bis der 14. Oktober wählen gehen, als Meinung jeden Einzelnen anzusetzen, bei unserer Familie, bei unseren Freunden, bei unseren Open, bei den Arbeitskollegen, für die Leute von den Ideen von der ADR zu überzeugen. Wir müssen den Leuten sagen, was geht, der 14. Oktober. Der CSV, die hat nämlich ein Ziel, und das Ziel ist, dass Gambia 2 Sitze verliert. Aber wenn Gambia 2 Sitze verliert, hat sie keine Majorität mehr, sie auf die Linke, geben sie nach Steipen. Wenn das nicht der Fall ist, ist CSV doch fies an der nächsten Regierung dran, wenn Gambia 2 Sitze verliert. Und die Leute müssen dezidieren, was für eine Partei CSV muss man tun. Das muss dezidiert geben. Und die Leute müssen wissen, die Mengen, oh, ich hätte gerne die Grünen sollen sie mitgehen, sie gehen dann in die Grünen stimmen, oder so, ich hätte gerne Sozialisten sollen mitgehen, dann gehen sie Sozialisten stimmen,
oder ich hätte gerne DP, soll man kein DP stimmen, dass all die Stimmen für die LSAP, DP oder die Grünen, dass sie verdient eine Stimme für Gambia, dass das verdient eine Stimme für das Gambia soll hier Majorität bauen. Und wenn sie keine Majorität mehr kriegen, dann können eine Stimme sein für die schwarze Menschen. Wir müssen den Leuten sagen, dass die DDR muss gestärkt werden. Und dass man muss die Stimmen all kriegen. 7 am Osten, 9 am Norden, 21 am Zentrum und 23 am Süden. Die Leute, die nicht wollen den Punkt schwärzen, die wollen einen Kreuz machen bei dem einen oder den anderen Kandidaten, muss ich sagen, da musste aber auch die anderen Kreuze arbeiten löschen. Sogar wenn du Chemie kennst, wir geben die Stimmen all auf, weil all Stimmen zählt, und nicht mehr von den Stimmen, wo ihr kriegt in dem Mandat. Nicht von denen, die ihr nicht kriegt. Kommt, wir stehen dafür zusammen. Aber man muss noch die Leute sagen, so Parteien wie die Piraten oder wie heißen die Demokraten dort, wo okay weiß, was sie sind oder machen, oder wie die Konservativen, muss man die Leute sagen, dass das verlorene Stimmen sind. Das sind Stimmen, die arrangiert CSV. Weil die Parteien, die kriegen kein Mandat, aber sie kriegen dann Stimmen, und das sind vielleicht die Stimmen, die in Eis fehlen, für wirklich die Alternative zu bieten vis-à-vis von den anderen Parteien. Dafür muss man auch die Leute sagen, dass sie keine verlorene Stimmen dürfen verlieren, ob Listen, die effektiv keine Chance haben, für an die Chamber ranzukommen. Das ist jeder sein Recht, an einen demokratischen Staat zu kandidieren, und das schwätze mir auch keinem auf. Mit das auch eist Recht, für die Leute darauf aufmerksam zu machen, je nachdem, wen sie wählen, dass das verlorene Stimmen sind und dass das am Anfang den falschen Ding, was sie am Anfang nicht machen wollen. Wir müssen dafür von Haut und jederin, Tag an nicht ersatzweise. Wir müssen mit all unseren Freunden an Nachrichten gesagt, also nur von den Arbeitsgruppen, egal mit wem wir schwätzen, für das wir sie verzeiht kriegen, für das wir den 14. Oktober ein gutes Resultat kriegen für Lützeburg. Dafür, stimmt für Lützeburg, stimmt für ADR, es soll nicht mehr sein.